Evelyn, du machst das so gut. Danke vielmals. Genial. Ich glaube, in dieser Zeit, fast jede Woche, mein Mann und ich, wir haben ein Thema, wo wir jede Woche darüber reden und uns die Frage stellen, wem gleicht unsere Tochter? Wie sie endlich, also mein Baby meine ich, wie sie der Stefan eher gleichen, also jetzt von der Aussehen, wie es mir gleichen. Es ist ein Thema, wo wir fast jede Woche darüber reden und wir fragen uns, und wir sind gespannt, endlich unser Baby mal zu sehen und schauen, okay, sie sieht es eher wie der Papi oder wie die Mami. Was mich auch wundernimmt, der Charakter. Das ist noch wichtiger als Aussehen. Also, ich hoffe, sie nimmt viel von der Papi. Wie sie temperamentvoll wie der Mami oder ein bisschen ruhiger wie der Papi? Ist sie dann ein Schreibaby wie ich oder die gut schläft wie der Papi? Also ich hoffe fest, dass seine Gene gewinnen können. Mehr als meine. Ich bin im Iran, mag ich mich erinnern, wenn ich Teenager war, wir haben als Assemblies of God Kirchen, also evangelische Gemeinde, miteinander ein Projekt gemacht. Wir haben zusammen ein Choir gemacht, sind wir in verschiedenen Städten im Iran mit dem Bus gereist und haben in verschiedenen Gemeinden ein Konzert gemacht. Und da hat ein Mann, er hat Gitarre gespielt und er war blind gewesen. Und ich habe ihn nicht gekannt, er hat mich nicht gekannt. Und er ist vor mir im Bus gesessen und ich habe einfach mit meinen Kolleginnen geredet und irgendwann dreht er sich hinter sich und fragt, Shamiram, bist du da? Und ich habe gelacht und sage, nein, Shamiram ist meine Mami, ich bin Dabrina, ihre Tochter. Er sagt, du tönst so gleich wie der Shamiram, ich kenne sie. Dann habe ich Mami erzählt von dem Mann, so, ja, klar, wir kennen ihn, er hat mich gekannt. Und es ist lustig, nur durch meine Stimme oder die Art, wie ich geredet habe, hat er schon gewusst, da ist sicher entweder der Shamiram oder die Tochter vom Shamiram. Ist es euch aufgefallen, dass manchmal wir reden oder unsere Haltung wird ähnlich wie unsere Eltern? Oder es ist mir auch sogar aufgefallen, Mann und Frau nach einer gewissen Zeit, sie gleichen sich gegenseitig mega fest. Merkt ihr das nicht? Also fast ab und zu kann ich sagen, ja, die zwei gehören zusammen. Die sind miteinander geheiratet. Es ist lustig mit denen, wo wir am meisten Zeit verbringen oder wachsen. Wir werden ähnlich. Und das geht auch heute in unserer Predigtserie. Wem gleichst du am meisten? Wenn man dich anschaut, sagt man, ich sehe voll deine Mami, ich sehe voll deinen Papi. Oder kann man auch sagen, ich sehe voll Jesus in dir. Der letzten oder vorletzten Sonntag, wo ich predigt habe, habe ich gesagt, als die Rabbi haben Jünger ausgewählt, es ist normal gewesen, dass die Jünger sind Tag und Nacht mit der Rabbi unterwegs sind. Sie am meisten sind auch bei ihm daheim übernachtet, haben das gleich von ihm gegessen, das gleiche Essen gegessen, von ihm gehört, von ihm gelernt, geschaut, was der Rabbi macht. Und sie haben versucht, alles nachzumachen. Alles, was er gemacht hat, die Art, wie er geredet hat, wie er reagiert, wie er sich überlegt, wie er diskutiert, wie er ist, wie er sitzt, alles haben sie versucht nachzumachen. Weil der Goal war, wir wollen wie er werden. Und jeder, der uns sieht, soll der Rabbi in uns sehen. So wissen, wir sind der Nachfolger von dem Rabbi. Und wenn Jesus den Jünger ausgewählt hat, es ist nicht anders gesehen. Er hat auch gesagt, hey, kommt mir nach. Bleibt neben mir. Geht niemand anders. Die sind Tag und Nacht mit Jesus unterwegs. Sie sind Jesus angeschaut, gehört, beobachtet, studiert. Und dann vielleicht auch gespiegelt, wie er redet, haben sie auch geredet. Und das ist auch gleich von uns heute. Nachfolge Jesu sein heisst 3 Sachen. Das erste heisst, bei ihm sein, bei ihm bleiben, neben ihm bleiben. Das zweite heisst, wie er sein,
so werden wie er. Und das Dritte, das Gleiche tun, was er tut. Und das hat Jesus gesagt und ich liebe Jesus. Ich glaube, kein Rabbi hat sich gewünscht, dass die Studenten besser können sein als der Lehrer. Der Lehrer ist der Lehrer. Also sie sind nicht besser. Er ist der Lehrer. Und Jesus doch und sagt, ihr werdet besser sein als ich. Ihr werdet viel grössere, viel mächtige Sachen tun, als ich gemacht habe. Ich mache euch gross und mächtig und ihr werdet viel, viel mehr tun. Ich liebe dieses Bild. Dann ist die Frage heute für uns. Mit Jesus unterwegs sein, schön. Grösser wirken wie Jesus, spannend. Jeder will das, aber hey, so werden wie Jesus. Das ist auch unser Motto als Kreuzpunkt. Jesus berühmt machen und so werden wie er. Wie kann ich wie Jesus werden? Das ist nicht eine Predigt, die ich in 30 Minuten sagen kann. Das geht eigentlich nicht, gar nicht. Aber ich gebe mir Mühe und ich werde in ein Kapitel von der Bibel schauen, wo Jesus selber sagt, wie könnt ihr so sein wie ich. Das ganze Kapitel 6 im Lukas-Evangelium. Am Anfang von der Lukas-Evangelium, er wählt seine Jünger und dann fängt er an, sie zu lehren. Und er gibt Beispiele, Bilder und Geschichte und erzählt, wie könntet ihr so sein wie ich. Und wir können nicht in ein Sonntag das ganze Kapitel miteinander schauen. Wir werden nur einen Teil, und zwar den letzten 10 Vers miteinander anschauen. Aber ich werde euch ermutigen, wenn ihr heim seid, nur diese Kapitel einmal durchlesen und vielleicht mal ein bisschen überlegen, was heisst es. Was sagt es mir? Was hat mich am meisten angesprochen? Was würde ich jetzt umsetzen? Vielleicht noch mit jemandem das austauschen, sagen, hey, das hat mich angesprochen, das würde ich gerne mal umsetzen. Und einfach dranbleiben. Eine Sache. Aber ich fange mit Vers 39 in diesem Kapitel, wo Jesus sagt an den Jünger, Jesus gebrachte einen Vergleich und sagte, wie kann ein Blinder einen anderen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Also, es tönt ein bisschen lustig. Wie kann ein Blind einen anderen Blind führen? Werden sie nicht beide in Fällen oder im Grab fällen? Mit dem hat Jesus versucht, seinen Jungen zu sagen, liebe Jünger, ihr seid blind. So frech, so ehrlich, so direkt, wie es geht, ihr seid blind. Und ihr könnt euch gegenseitig nicht führen. Ihr braucht Hilfe. Und ich liebe das, er fängt mit dem an, weil da fängt an. Wenn wir meinen, wir können uns führen, wir haben unser Leben im Griff, wir können andere Menschen führen, wir können sagen, was wie richtig und falsch ist, dann liegen wir weit von Wahrheit. Dann wird es schwierig. Aber erst dann, wenn wir merken, hey, ich brauche Hilfe. Ich kann nicht allein. Und das stimmt für jeden von uns. Wer hat schon mit dem Buch angefangen? Practicing the Way. Alle, die in meiner Kleingruppe sind, sagen, ja. Alle anderen Kleingruppen? Noch nicht. Alles gut. Ich weiss, ich fange diese Woche an mit dem. Perfekt. Jeder von uns wird geformt. Jeder Mensch, gläubig, nicht gläubig, einfach als Mensch, wir sind täglich geprägt. Wir sind täglich geformt. Durch unsere Umgebung, durch Social Media, durch das, was wir schauen, das, was wir lesen, das, was wir hören, durch unsere Sorgen, unsere Verletzungen, unsere Vergangenheit, durch Menschen, wo wir uns mit denen umgibt. Im Iran, im Farsi, wir sagen mir ein Wort, das sagt, schau die Freunde an und du hast die Person kennenlernen. Also durch die Freunde kannst du eine Person kennenlernen. In anderen Worten, da wo du dich umgibst, wird dich am Schluss formen, prägen, verändern. Jeder von uns folgt etwas nach. Jeder von uns lässt uns irgendwie formen, prägen,
verändern, und zwar täglich. Ob wir das bewusst machen, mit Gewohnheiten oder unbewusst, ist ein anderes Thema. Aber 100% sind wir geformt. Die Frage ist nicht ob, sondern wer. Wer formt dich? Was formt dich? Was tut dich täglich prägen und verändern? Also wenn Jesus sagt, hey, werdet mir endlich ein Lehrer, lehrt und prägt. Er sagt nicht, hey, jetzt müsst ihr alles geben. Jetzt müsst ihr mit noch mehr Leistung kommen und mir endlich sein. Sondern er fragt, lasst mich euch formen. Lasst mich euch prägen. Das, was ich mache, das, was ich sage, so wie ich lebe, das soll euch beeinflussen. Ich soll berühmt werden. Ich soll euer Role Model sein. Ich bin der, der euch täglich shapen, transformieren. Das ist das Erste. Jeder von uns braucht Jesus. Wir können nicht allein unterwegs sein. Und der Römer 12,2 sagt, passt euch nicht den Maßstaben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. 1. Korinther 15,33 sagt, lasst euch durch solche Sprüche nicht täuschen, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Oder andere Übersetzung sagt, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Das ist auch, ich glaube, vor 2 Wochen haben wir das miteinander ein bisschen angeschaut. Hey, für uns ist die Frage, wo wir leben, die Freunde, die werden mit unseren Kindern Freunde sein. Und das hat uns doch ein bisschen Angst gemacht. Wir haben Kollegen, Kolleginnen, die halt leider, die Kinder sind sehr schwierig geworden, bis zum Punkt, wo sie im Heim gehen und hauptsächlich wegen schlechten Umgang, schlechte Freunde, die haben Lust, kriminelle Sachen machen und dann einer kommt rein und macht es genau gleich. Es ist beängstigend zu wissen oder denken, hey, wer prägt auch mein Kind? Wer tut meine Mann, meine Frau, das Umfeld und mich selber formen und prägen? Jesus sagt, der Beste, der kann euch führen kann, ist der, der am meisten sieht, und das ist Jesus. Und wir können nicht Jesus ähnlicher werden, wenn wir ihn nicht mit ihm leben und ihn nicht nachfolgen. Und dann geht ein Schritt weiter in den nächsten Vers. Lukas 6, 41 sagt, und da wird Jesus sehr praktisch. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deiner Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Der nächste. Wie kannst du zu ihm sagen, mein Freund, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Augen ziehen, und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinen Augen hast? Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Das ganze Kapitel, also wenn ihr noch ein bisschen hinterher geht und das ganze Kapitel kurz anschauen, Jesus gibt sehr, sehr praktische Hinweise. Er sagt, wenn du so ähnlich werden wie ich, so leben wie ich gelebt habe, dann solltest du lieben wie ich. Solltest du vergeben wie ich. Solltest du Gerechtigkeit umsetzen wie ich. Lernen mit Menschen umgehen, fair, ohne zu verurteilen, wie ich das mache. Und das hat er das ganze Kapitel gesagt. Und jetzt kommt er wieder auf den Punkt mit einem lustigen Bild und sagt, hey, du versuchst, andere Menschen zu korrigieren, aber erst schau dich an. Und ehrlich gesagt, es ist einfach, sehr einfach, andere Menschen das Finger zeigen. Auf andere Personen. Sie ist nicht lieb mit ihrem Mann. Aber wenn ich nicht lieb mit meinem Mann bin, dann habe ich sicher einen Grund. Also mit anderen Menschen sind wir ein bisschen detektiv. Wir schauen genau und das ist nicht gut und sie sind nicht heilig und sie sind nicht geistlich und die können wirklich an ihrer Ehe arbeiten und
so, ich werde nie mit meinem Kind umgehen. So werde ich nicht mit den Nachbarn umgehen. Aber dann, wenn ich das genau Gleiche mache, dann bin ich ein Anwalt. Dann habe ich gute Ausreden. Das ist sicher ein Grund, wieso habe ich in dem Moment so reagiert. Andere Menschen verurteilen ist easy. Und ich glaube, die Jünger von Jesus sind voll im Verurteilen-Geschäft gewesen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Petrus zu Andreas geht und sagt, hey, du, der Johannes, was ist los mit dem? Er klebt bei Jesus wie ein Zwick, wie ein Zecke, Hat er nichts anderes zu tun? Wieso ist es immer so nah bei Jesus? Das ist eine lustige. Oder der Andreas redet mit Thomas und denkt ihm, der Matthäus, ihn kann ich nicht glauben. Ich meine, er ist ein Zollner. Er hat mit unserer Römer Feind geschafft. Puh, was macht er da? Oder sind zu den anderen Jungen von anderen Rabbi gegangen und denkt, unser Herr, er kann Wunder wirken. Was macht euer Rabbi? Also sind voll in einem Verurteil-Business gewesen. Und Jesus schaut ihnen an und sagt, hey, hört auf. Hört auf, einander verurteilen. Lernt lieben. Lernt erst auf euch selber schauen. Lernt vergeben. Das ist nicht einfach. Und das ist das, was am meisten schwierig fällt. Liebe. Jesus geht sogar im Vers 27, ich glaube, wir haben es nicht da. Er sagt sogar noch eine Stufe höher. Euch aber, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen gut, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchten. Und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Ja, easy. Super. Es ist einfach, nicht die Leute lieben. Mit jemandem, der dich anlächelt. Ein lieber Kellner, der Essen serviert. Nett sein und liebvoll sein und Danke sagen. Das ist nicht schwierig. Jemand, der der Bushaltestelle die Türen für dich offen hält. Das geht. Also, das schaffen wir. Jemand, der ein bisschen gut mit dir dran ist. Das kann man lieben. Das kann die Welt auch machen. Ich finde es sogar schwierig, Menschen lieben, die wir schon lieben. Mit Menschen gut umgehen, die mir eigentlich am nächsten stehen. Ganz ehrlich gesagt, manchmal, wenn ich mit meinem Mann streite oder mit meinen Eltern, während dem Streiten weiss ich, dass ich falsch bin. Währenddem, dass ich, ob ich sage, schon dann denke ich, das ist nicht viel Jesus-like. Das, was ich jetzt sage, das ehrt Jesus gar nicht. Und ich weiss, das ist mir vollkommen bewusst. Und manchmal schon während dem Streiten denke ich, wieso kann ich nicht aufhören? What's wrong with me? Und noch schlimmer, obwohl ich weiss, dass ich schuld bin, tue ich mich doch nicht entschuldigen. Und dann geht Jesus noch einen Stufe tiefer und erklärt, wieso. Wieso machen wir das, was wir machen? Wieso innerlich? Wissen wir, im Kopf, der ist nicht Jesus-like. So sollte ich nicht jetzt hupfen beim Auto und schreien und ich habe ein Kreuz in meinem Auto. Ich habe hinter dem Auto kein Kreuz oder kein Fischzeichen. Mein ehemaliger Pastor hat mal mich gesagt, Sabrina, wenn du ein Fischzeichen auf deinem Auto hast, dann musst du schauen, dass du wirklich auch gut fährst. Weil dann alle wissen, sie ist gläubig. Und dann habe ich mich entschieden, nein, das kann ich nicht und dann mache ich kein Fischzeichen auf meinem Auto. Jesus geht eine Stufe tiefer in den nächsten Punkt, was er bringt. Danke, by the way, wer Folie macht. Merci, dass ihr einfach durchgeht. Danke. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein schlechter Baum keine guten. So erkennt man jeden Baum an seinen Früchten. Von Dornbuschen kann man keine Feigen pflücken und von Gestrüpp kein Weintrauben. Ich glaube, das ist gut. Ja. Was Jesus sagt da, ist Folgendes. Was in dem Herz inne ist, was da tief drin ist, das kommt raus. Du gibst dir Mühe, geduldig zu sein.
Und ich zusammengehalten und so wie Jesus in aller Ruhe. Und dann kommt jeder und drückt den Knopf. Oder mit dem Kind geht weiter und die schreit wieder und die gibst mir und die diskutieren. Nein, das will ich nicht. Und irgendwann, man explodiert. Man gibt sich Mühe, freundlich zu sein und lachen. Und dann sind wir genervt, gestresst, müde, überfordert, einen langen Tag, schlechte Nacht, ich weiss nicht was. Und man einfach reagiert, distanziert, geärgert, hässig. Man gibt sich Mühe, man versucht. Und Jesus sagt da, schau, es geht nicht um Versuchen. Du kannst versuchen und am Schluss denkst du, hey, ich bin so ein Versager. Ich gebe mir Mühe und ich gebe alles und ich versuche es. Und doch schaffe ich es nicht. Und Jesus sagt, du kannst nicht einfach den Baum, die Blätter wegnehmen. Du kannst nicht zum Arzt gehen und du hast ein Darmproblem. Und der Arzt sagt, weißt du was? Ich tue dich richtig gut duschen. Also jetzt nehmen wir das Wasser und eine gute Seife und jetzt müssen wir dich richtig, richtig gut putzen. Und dann ist es gut. Klar nicht. Wir werden alle lachen. Also, nein, das ist der Ausgesehen, das ist schön, aber der Darm hat immer noch das Problem. Also Jesus sagt, das Problem liegt nicht an das, was wir sehen, an das, was außerhalb ist. Und das finde ich bei Christen ganz anders. Bei allen anderen Religionen plus Kult, sie versuchen durch Scharia, durch Tun, durch Leistung, durch Regeln und Gesetze das Verhalten zu ändern. Und Jesus sagt, das kannst du probieren, aber das bringt nicht. Das, was innen ist, das muss Frucht bringen. Und Jesus sagt, hey, schau, eigentlich, was du darfst machen, ist täglich deine Sorgen, dein Gesehen, dein Vertrauen, dein Verstand zu mir bringen. Täglich. Und lass mich das täglich verändern. Das ist nicht ein Tag, ein Knopf. Halleluja, ich werde Jesus endlich. Sondern es ist ein Prozess. Ich bringe ihn täglich. Meine Sorgen, meine Verletzungen, das, was mich drückt und bedrückt von Jesus. Und er tut das täglich verändern. Und dann darf ich noch nächste Folie. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Denn von das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Ich liebe die Verse. Es ist einer der Verse, die wir im Iran viel gebraucht und genutzt haben. Es ist sehr oft vorgekommen, dass die Ex-Muslimen in den Gefängnissen unter Druck waren und die Regierung hat immer gesagt, schau, es ist nur mit dem Mund. Du musst nur schreiben, dass du Muslim bist. Du darfst so weiter wie Christ leben. Man muss nichts verändern. Einfach nur da unterschreiben und dann bist du frei. Ich weiss, ein Kollege von mir im Gericht hat die Vers gesagt, der Mund oder die Zunge redet für die Fülle vom Herz. Mein Herz ist gefüllt von Liebe von Jesus. Wie kann mein Mund etwas anderes aussprechen? Ich liebe das. Und mir haben auch viele Leute geraten und gesagt, hey, schaut, schreibt einfach, dass ihr Muslim sind. Und doch können wir sagen, bin ich ein Muslim? Nein. Ich glaube Jesus, ich bin mit Jesus unterwegs. Wie kann ich anders sagen? Habe ich kurz Zeit, um eine Story zu erzählen? Es ist nachher der letzte Punkt. Ich gehe dann schnell durch. Ich glaube, am meisten von euch kennen, das habe ich auch so oft erzählt, aber es gibt mir so viel Freude. Ich erzähle es nochmal. Ich kenne für die kennen, wir haben eine ältere Dame bei uns im Iran gehabt, eine hübsche Frau. Wir haben ihre hübsche Tante genannt. Sie ist so eine hübsche Frau, auch bei ihrem Alter. Sie hat 4 Kinder gehabt, hat nie lesen und schreiben, nie in der Schule gewesen. Und Jesus hat sie getroffen. Also sie durfte Jesus begegnen. Sie hat ein Problem mit ihren Nieren. Und kein Arzt hat herausgefunden, was das Problem ist. Bis sie hat mal einen Traum gehabt. In ihrem Traum hat sie Jesus begegnet. Und Jesus hat ihr gesagt, das Problem liegt in dem
Niere und genau hat ihr erklärt, wo das ist. Sie ist beim Arzt gegangen, sie hat gesagt, das ist das Problem, ich will dir, dass Sie diesen Teil untersuchen können. Sie haben es gemacht, sie haben das Problem gefunden, können das mit Operationen und Medikamenten los, ist alles gut. Dann hat Jesus ihre Tochter getroffen. Und Jesus hat die Tochter auch geheilt, auch im Spital, dann der Sohn. Und die Geschichte geht weiter. Jetzt, die liebe Frau ist vor einer Verhörung im Gefängnis gekommen. Und wir mussten sie vorbereiten, das ist normal, das ist alles normal. Wir haben sie erklärt, wie die Verhörung geht. Amig Verhörungen gehen etwa 6 Stunden, ist ein Minimum, 8 Stunden, 6 Stunden, bis ein paar Tage, bis ein paar Wochen. Dann haben wir erklärt, was muss sie wissen, wie sie darf reden, wenn der Bad Cop, Good Cop gibt, wie tun sie mit ihr spielen. Wir haben alles ein bisschen brieft, haben sie gebracht an dem Ort. Und dann haben wir gesagt, du Tante, wenn du fertig bist, kannst du uns anrufen und dann holen wir dich ab. 4 Stunden später, sie ruft an und sagt, hey, holt mich ab. Sie sagt, erst 4 Stunden. Das ist nicht normal. Das geht nicht. Haben wir sie abgeholt und sagt, Tante, wie ist es so schnell gegangen? Ich sage, easy. Sie haben mir gesagt, du darfst nicht evangelisieren über Jesus. Du darfst nur von Jesus erzählen. Und dann habe ich ihnen erzählt, was Jesus bei mir gemacht hat. Ich habe ihnen gesagt, schau, ich bin krank gewesen. Der Arzt hat nicht herausgefunden, wo das Problem war, in der Niere. Und dann habe ich Jesus im Traum gesehen. Und Jesus hat genau mir gesagt, wo das Problem ist. Ich bin mit dem Arzt gegangen. Und ich habe durch eine Heilige leben. Und Jesus hat die Tochter betroffen im Spital. Und Jesus hat die Tochter geheilt. Und dann mein Sohn ist am Arbeitsplatz. Und dann hat sie alles erzählt. Und die Verhörer haben gefunden, ja, schau, es ist gut. Schön für dich. Wir glauben, du hast wirklich Jesus erlebt. Aber das darfst du nicht weiter erzählen. Das sollst du einfach für dich behalten. Und sagt sie, nein, ich habe nicht verstanden. Schaut, ich bin krank gewesen. Und dann, kein Arzt hat herausgefunden, wo die Krankheit ist. Und bis Jesus ist in meinen Traum gekommen. Und er hat mir genau gesagt, das ist ein Nierenproblem. Dann bin ich zum Arzt gegangen. Und dann hat sie die Geschichte wieder erzählt. Und sie sagt, Mutter, wir haben schon verstanden. Es ist gut. Das darfst du bei dir und einfach deine Familie, weißt du, deine Tochter, dein Sohn. Das wär's. Du darfst nicht weiter erzählen. So, nein, ich verstehe nicht, schaut, aber ich bin krank gewesen und niemand hat gewusst, was das Problem war. Und dann hat sie ihre ganze Geschichte wieder erzählt, 4 Stunden lang, bis sie die Verhörer haben gefunden, weißt du was, bitte geh raus. Lass uns bitte einfach in Ruhe. Wir haben sie geholt, sie ist heim. Sie ist frustriert. Sie ist hässig. Sie hat nicht verstanden. Schau, ich kann ihnen, und wir haben ihre Geschichte schon gekannt. Und sie hat die ganze Geschichte erzählt und sagt, Tante, wir kennen deine Geschichte. Es ist gut. Nein, aber wie können sie nicht verstehen? Ich habe Jesus erlebt. Wie kann ich über den Jesus nicht erzählen? Um das es geht. Mit dem werden wir in Abendmahl hineingehen. Wenn wir versuchen, durch unsere eigene Kraft, eigene Wissen, das ist schon Punkt 4, ja, eigene Versuch, eigene Bemühung, eigene Wissen, Weisheit und Verstand Jesus nachfolgen, werden wir erschöpft, müde, kommen wir zu Ende. Bringt nicht. Wenn wir aber das aus einem Ort machen, wo wir Jesus täglich erleben, dann ist es anders. Jesus endlich werden, geht nicht um eine bessere, upgraded Version werden von was wir sind. Jesus ist nicht gekommen, um uns einfach ein bessere Mensch zu machen. Jesus ist nicht gekommen, um uns ein bisschen upgraden. Die bessere Person sein, die Dobrina kann je sein. Es geht nicht um das. Es geht um 1. Mose, Kapitel 1. Du bist im Ebenbild vom Gott geschaffen worden. Er hat dich in seinem Bild gemacht. Du bist in Schöpfung. Und du bist da auf der Erde, um Gott widerspiegeln. Seine Herrlichkeit, seine Weisheit, seine Freude, sein Friede auf der Erde widerspiegeln. Weil du bist in seinem Bild geschaffen worden. Sund hat das kaputt gemacht und verletzt. Hat alles verändert. Eigentlich hat man dürfen Menschen sein, die so wie Gott in seinem Bild erleben. Jesus ist gekommen, um das wieder herzustellen. Er ist nicht gekommen, um uns ein besserer Mensch zu machen, sondern er ist gekommen, um uns wieder zurückzunehmen zu der ersten Identität. Das erste Bild,
Sicht, wo Gott uns geschenkt hat. Wo Gott in uns sieht und liebt. Wie Gott uns nennt und sagt, hey, du bist aber anders, wie ich dich sehe, wie ich dich geschaffen habe. Das ist viel schöner. Und Jesus will nicht, dass wir einfach besser sind, sondern er will, dass wir zurückgehen zu der Schöpfung. Um das geht. So Jesus ähnlicher werden ist, zurück zu dem, was Vater sagt, wer ich bin. Die Identität, die er über mich ausspricht. Und ich liebe das. Ich weiß nicht, ob heute haben wir hörendes Gebet, aber wenn du mal wenn du bei der hörendes Gebet gewesen bist und jemand hat über dich von Gott geredet, über dein Leben, wie Gott dich sieht. Ich bin immer erstaunt und denke, wieso Gott? Wieso siehst du mich so? Ich sehe mich nicht so. Wieso bist du so lieb mit mir unterwegs? Wieso ehrst du mich? Wieso gibst du mir so viel Würde? So sehe ich mich nicht. Und es ist so heilend und wiederherstellend und ermutigend zu hören, wie Gott dich sieht. Wenn du es noch nie gemacht hast, ich ermutige dich, mach das mal. Frag, Herr, wie siehst du mich? Wer sagst du, wer ich bin? Was sagst du über mein Leben? Ganz unbedingt. Und nicht einmal, sondern immer wieder. Bis es nicht nur da in den Kopf ist, sondern in den Herz hinein. Manchmal von uns, ja, ich weiss, ich bin geliebt. Was macht das aber mit dir? Was ändert das in deinem Leben? Wie gehst du jetzt mit dem um? Wie siehst du, dass du geliebte Tochter und Sohn Gottes bist? Dass du weißt, weiss ich auch. Aber Jesus sagt, hey, geh noch viel tiefer. Also, lebe, was du hörst. Das ist der letzte Vers, ihr könnt ihn selber lesen daheim. Lasst das nicht nur bei den Wissen bleiben. Und doch der alte Muster, das immer wieder kommt, sondern wir wollen das verinnerlichen. Ich will dich wirklich ermutigen, du darfst auch bei mir kommen. Ich bin da, das Gebetsteam ist da. Wir haben genug Leute. Ronnie wird es auch mit mir zusammen machen. Also wir werden da sein, weil das Letzte, was ich will, ist, dass diese Predigtserie einen Druck auslöst. Weil dann haben wir verloren. Dann haben wir das Ziel nicht mehr geschafft. Wenn der Predigt ist nur ein Druck, ich muss noch mehr machen, Game over. Aber wenn der Predigt darf, eine Leidenschaft oder einfach ein Hunger für, ich will mehr von dem Jesus. Ich will wirklich mit ihm unterwegs sein. Ich darf ihm schmecken und spüren und erleben. Und von dem Leben raus mit Freude und Entspannung mit ihm leben, dann ist gut. So bitte ich dich während dem Lobpreis, während dem Abendmahl, nimm den Glaubensschritt. Bleib nicht ich weiss nicht, wie kann ich das nennen, distanziert, zurückhaltend, ich weiss es nicht, sondern getrau dich, nimm den Schritt und lass uns auch mit dir zusammen für dich beten, von Gott hören. Mit dem schließe ich ab und wir steigen im Abendmahl. Der 2. Korinther 3,18 sagt, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Du kannst dich nicht verändern. Es geht nicht. Du kannst probieren, aber du wirst nur erschöpft. Geist Gottes ist der, der dich verändert. Lade ihm ein, täglich. Öffne dein Herz und sag, Jesus, ich will dich endlicher werden. Es ist viel schöner und viel einfacher und konfliktfreier Leben, wenn wir Jesus endlicher werden dürfen.